Ein Sonny steht im Walde ganz still und stumm. Hallo, guten Morgen miteinander, herzlich willkommen zum neuesten Vlog. Die letzte Nacht haben wir hier in Ammen auf einem super Stellplatz verbracht. Da kommt natürlich die Bewertung wie immer ein bisschen später. Das seht ihr dann auch noch. Heute gehen wir weiter ins Camp Westerbork. Das war ein Durchgangslager für deutsche und niederländische Juden im Zweiten Weltkrieg, wo der Hitler die Juden halt eingesammelt hat. Und es sind anscheinend 107'000 Juden sind von dort deportiert worden. Und zurückgekommen sind nur 5'000. Also nicht wahnsinnig viel. Es wird heute vielleicht ein schweres Thema, aber es ist sicher sehr spannend. Und da gehen wir jetzt hin. So, ein bisschen kreativ parkiert, in der Hoffnung, dass andere auch noch Platz haben. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Also es ist wirklich sehr eindrücklich, es ist auch gut gemacht, das Museum. Es gibt also auch alle Unterlagen auch auf Deutsch, dass man es lesen kann. Und zwischendrin hat es auch immer wieder so Auszüge, die man rausziehen kann, die auch auf Deutsch sind. Und was natürlich ein bisschen in der Ursprungssache quasi ist, dass man kann natürlich auch viel von diesen Original-Nazi-Zetteln lesen, weil sie halt auf Deutsch sind. Also kannst wirklich verstehst sehr viel da. Und es ist schon krass, wenn man bedenkt, dass sie haben eigentlich alles gemacht, um das wie eine kleine Stadt auszusehen lassen. Und dass die Leute keine Aufstände machen. Und so. Es sind sogar Kinder da auf die Welt gekommen in diesem Durchgangslager. Und irgendwann kommst du einfach in den Zug und dann weißt du, jetzt ist fertig. Nein, das haben sie ja nicht gewusst. Ja, sie haben eigentlich alle gemeint, dass wir gehen da in ein Lager arbeiten. Und wenn wir gut arbeiten, dann werden wir auch wieder entlassen quasi. Und sie haben wirklich einfach die Leute selber organisieren lassen in diesen Lagern. Es hat vielleicht einen Barackenleiter gegeben oder so, aber grundsätzlich haben sie sich selber organisiert mit Arbeiten, mit Feld bestellen und allem drum und dran. Sie haben dann wirklich einfach den Eindruck vermittelt, man ist da heile Welt und wenn man in den Zug geht, kommt man weiter, dann kommt man weg von da. Aber woher das es geht, haben sie natürlich nicht gewusst. Und das ist natürlich alles andere als schön.
35 jaar. Hartog Ballet, 44 jaar. Elisabeth Barend, 41 jaar. Frauke Barzilai, 28 jaar. Flora van Bergen, 35 jaar. Jacques van Bergen, 36 jaar. Hulda Bergen, 22 jaar. Oscar Werner, 66 jaar. Jozef Burgeldas, 11 jaar. Maurits Burgeldas, 35 jaar. So, nach einer kleinen Stärkung wie immer mit Kaffee und Kuchen gehen wir jetzt auf den Bus. Der bringt uns jetzt quasi in die original nachgebaute, nachkonstruierte Set, Auffangstation und Gedenkstätte. De strafbarakken. Philip Mechanicus in zijn dagboek in depot. Donderdag 30 december 1943. Transport van 80 man uit Amsterdam. Bijna uitsluitend ondergedokenen. De strafbarak zit weer stikvol. Rond 650 mannen en vrouwen. De bedden staan 3 aan 3 naast elkaar. 3 verdiepingen hoog. Dus 9 bedden. Hier sieht man jetzt die 102.000 Steine. Also die 102.000 Steine, die sind angelegt in Form von der Niederlande. Von oben würde man das natürlich besser sehen, das sieht man jetzt hier nicht so. Aber schon noch beeindruckend, wenn du merkst, wie viele Leute das waren. Jeder Stein ist da eine Person, die nicht mehr zurückgekommen ist. Wenn man denkt, da wo wir uns jetzt drauf bewegen, da ist vor 70 und noch mehr Jahren ist so viel Leid entstanden und Trauer und Verzweiflung und Unwissen und ja, es ist eigentlich noch verrückt und wir spazieren jetzt da einfach drüber.
das kannst du irgendwie wie nicht so nachvollziehen. Also, ich finde es noch schwierig. Ja. Ja, es ist irgendwie, es ist schon fast idyllisch irgendwie. Aber ich finde es gut, dass es gibt einen guten Eindruck von, wie gross das war. Wenn du denkst, dass hier jeden Dienstag 1000 Juden mit dem Zug abtransportiert wurden. 1000! Ja, und was jetzt eben noch wirklich krass ist, wir haben heute den 13. Juli 1917 und dort vorne bei dem Wagen, dort vorne bei dem roten Wagen, es ist eben leider auf Holländisch geschrieben, ich habe nur irgendwie gesehen, Dienstag, 13. Juli 1943, glaube ich. Also genau heute, vor 74 Jahren, war irgendetwas gewesen. Entweder haben sie wieder Leute abgeholt, weil es ja immer am Dienstag war. Das heisst, genau heute, vor 74 Jahren, war es auch ein Dienstag gewesen. Das ist eigentlich schon noch krass, wenn man jetzt denkt, wir stehen jetzt heute da. Hoffentlich hat das nichts Schlechtes zu tun. Strenge bewaking. Wie niet uit het kamp mag voor het verrichten van arbeid, blijft erin en steekt de vinger uit naar beneden. Gemischte Gefühle irgendwie. Also es ist sicher spannend, dass wir das anschauen dürfen, aber es löst einem schon eher nicht so schöne Gefühle aus, finde ich. Ja, es macht einem halt mega nachdenklich und wir müssen also wirklich froh sein, leben wir in dieser Zeit, wo wir jetzt leben und dürfen uns frei bewegen und müssen keine Angst haben und schon viel wert. Also, wenn ihr auch hier kommen wollt, es ist sehr zu empfehlen. Allerdings würden wir vorschlagen, also erstens mal planet viel Zeit ein, weil man braucht locker eigentlich einen ganzen Tag und fangt unbedingt im Museum an, damit ihr das hindurch besser versteht, weil hinten ist es leider nicht mehr auf Englisch oder auf Deutsch angeschrieben. Also unbedingt im Museum anfangen. Und dort kommt man auch ein englisches oder ein deutsches Büchlein über, wo wir alles eigentlich, was auch an der Wand und so haben, beschrieben haben und auch Originalstimmen kann man hören von Leuten, die das überlebt haben, die ihre Geschichte dazu zu erzählen wissen und ja, es ist schon noch sehr gut gemacht, muss man sagen. Ja. Und für 8,50 €, also sehr günstig. Ja, kann man nichts sagen. Und wir gehen jetzt weiter, wir wissen gar noch nicht so recht, wo wir jetzt hinwollen. Jetzt müssen wir mal schauen, was so in der Nähe ist. Oder... Ein Plätzchen haben wir noch immer gefunden. Ja, ein Plätzchen finden wir schon. Für euch heisst es jetzt, warten auf den nächsten Vlog, weil bei uns heisst es ein Plätzchen suchen. Ein Plätzchen suchen und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst SWV on Tour. Tschüss zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube, Facebook, Instagram und Twitter. Wir wünschen euch eine spannende Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst SWV on Tour.